sind froh, Rapporteur zu sehen von einer Reihe von Änderungen an diesem Chambersreglement, wo viel mehr eine große Zustimmung ist, wie das bei dem Projekt für drauf hat. Kommission proposiert 9 Änderungen in diesem Reglement 4 zu holen. Änderungen, die am Anfang auf eine Initiative aufgrund von Propositionen von der neuen politischen Majorität hier an der Chambre ausgegangen sind, an auch von Propositionen von anderen Parteien rausgekommen sind. Das Ziel von diesen Reformen ist, den politischen Sensibilitäten mehr Möglichkeiten zu geben, für ihre politische Arbeit mehr gerecht zu gehen, so wie mehr generell Aufwendungen von unserem Reglement. Ich gebe versichern, in geraffter Form die 9 Änderungen durchstellen, so wie es an dieser Proposition sind. In Artikel 1 von unseren Propositionen hält fest, dass man den Artikel 19, den sich am Anfang zur Zusammensetzung von der Chamberkommissionen befasst, dass der aufgeändert wird. Bislang war es so, dass alle Deputierte als Observateur an egal was für eine Chamberkommission teilholen. Das bleibt auch so bestehen. Mit kennt neu dabei, dass die Sensibilität Politik, die nicht ein effektiver Member von unseren parlamentarischen Kommissionen hat, dass die den als Observateur an die Kommission schickt, dass die kann in den Debatten partizipieren, und dass der Recht hat, in den Debatten zu partizipieren, selbstverständlich hat kein Stimmrecht an der Kommission, weil sonst gibt es auch den Equilibre von Majorität und Opposition an den Kommissionen gesteuert gehen. Die zweite Änderung, die betrifft auch Kommissionen, und zwar, wie nicht, dass eine Kommission sich muss obligatorisch zusammensetzen. Bislang war es so, wenn 3 Members von der Kommission das verlangt tun, oder eine Gruppe Politik oder eine Gruppe Technik, von der das verlangt tun, dass eine Kommission zusammenkommen, dann wird die Kommission zusammenkommen. Lo fällt de weg, dass auf der Mond von 3 Deputierten das fällt weg, und bleibt dann Gruppe Politik, Gruppe Technik und Sensibilität Politik gehen dabei gesagt. Also die 3 haben Recht, wir können zusammenrufen von einer Kommission zu verlangen. Den Artikel 28 von unserem Reglement, der betrifft die Präsidentenkonferenz. Da wird geändert, bislang war es so, dass d'Office an der Präsidentenkonferenz Präsidenten von der Gruppe Parlamentären oder der Gruppe Techniken Member waren, effektive Member waren. Loket beigesagt, dass all Sensibilität Politik kann und die Reunionen assistieren, mit voix konsultativ. Das heißt, sie sind nicht Vollmember, aber sie assistieren an der Präsidentenkonferenz und können damit schwätzen und haben auch kein Stimmrecht an der Präsidentenkonferenz. Der Artikel 4, der beinhaltet Redezeiten. Da ist das Prinzip am Anfang der gewesen, dass man gesagt hat, alle politische Parteien, egal oder wie groß oder wie klein das ist, muss genügend Zeit tun für ihre politische Message zu einem bestimmten Thema oder zu einem Gesetz oder was für ein Debat herbanden muss können genügend Zeit tun für die politische Message rüberzubringen. Und das Problem, das wir da hatten, das war für alle bei den kleinen Modellen, der Modell der Basis, der Modell 1 und der Modell 2, dürfen also auch durch Mindestzeiten angesagt gehen, so als beim Modell der Basis eine Mindestredezeit für 5 Minuten angesagt gehen für alle Gruppen Politik, Sensibilität, Politik, also für alle Parteien, also doch uniform beim Modell der Basis 5 Minuten. Bei dem Modell 1 geht es dann um Sensibilität, Politik, kriegen 10 Minuten d'Office. Der Modell 2 kriegen sie 5 Minuten pro Sensibilität, ohne aber mit einem Minimum von 15 Minuten. Bei Modell 3 haben sie 7,5 Minuten mit einem Minimum von 15 Minuten. Bei Modell 4 haben sie 10 Minuten pro Member mit einem Minimum von 15 Minuten. Den Artikel 5 ändert den Artikel 84 auf,
was d'Aktualitéen ubelangt, da wäre bis lo auch so, dass ein d'Aktualität kun von einem Gruppe Politik oder Gruppe Technik ugefordert gehen, aber könnt auch dabei, dass die kann von einer Sensibilität Politik kann ugefordert gehen. Das Weitere geht bei der d'Aktualität die Redezeit aufgeändert. Früher war es so, dass eine Sensibilität Politik bei einer d'Aktualität 2 Minuten hat, an Gruppenpolitik 5 Minuten. In Zukunft hat alle Parteiverbände ob Gruppenpolitik oder Sensibilität Politik hat jeder 5 Minuten Redezeit bei einer d'Aktualität. Dann haben wir nach Änderungen gemäht, dass da sind alle am Anfang die Änderungen gewählt, die am Anfang der Sensibilität Politik eine neue Reihe von Möglichkeiten gibt. Dann haben wir aber nach einer Reihe von Modifikationen gemäht, die mit genereller Natur sind, zum Beispiel was Motionen an Resolutionen belangt. Da war es so, dass den 5 Unterschriften gebraucht wird, für dass sie Rissewabel waren. Da wisst ihr, dass das dann immer ein Problem war, wenn in eine Sensibilität Politik war, von 2 oder von 3, dann würde müsste bei einer Partei Unterschriften sicher gehen, für die 5 zu kommen, für das Rissewabel gehen ist. Das wird generell aufgesagt, ob das heißt, alle Deputierten kann lo eine Resolution oder eine Motion an seinem eigenen Nummerbannen deponieren. Das ist also nicht nur ein Vierdeel für die Sensibilität Politik, aber das ist am Anfang für die 60 Deputierten, weil eben alle einzelnen Deputierten das Recht kriegt. Da kommt die Änderung vom Artikel 8, die den Artikel 17 verbessert, zur Zusammensetzung von unseren parlamentarischen Kommissionen. Bis Lustung am Reglement, dass eine Kommission sich aus Minimum 5 Membern an als Maximum 13 Membern zusammensetzt. Es war in der letzten Legislaturperiode, dass wir Kommissionen hatten von 12 Membern. Wir hatten eine Ausnahme, das war bei der Enquetekommission über das RAL, wo die Chamber dezidiert hat, auf 13 aufzugehen, für dummerden alle Parteien haben die Möglichkeit zu gehen, Member an der Enquetekommission zu sein. Aber in general werden 12 Membern an das Reglement hat er maximal 13 zugelassen. Lo als Wunsch von den geringen Kollegen gibt ein Maximum von 13 auf 14 abgeheischt, für eben so auch der aktuelle politische Konstellation können punktuell Rechnung zu drohen. Da wisst ihr, dass man am Blick als Chamberskommission alle gut aus 13 Leute zusammengesetzt haben. Das Reglement, was wir heute stimmen, geht von 13 auf 14 ab. Und die Gedanken, den du dabei hast, als ein, der festgehalten ist, mit Reglement lässt das Parlament aber frei immer, wenn sie es für nötig fand, auf 14 abzugehen. Wir haben a priori als du geduld gehen, für die geringen Kolleginnen, die am Anfang generell an alle Kommissionen mit einem Deputierten vertraut sind, von da eine Kommission aus, wo hier ein Minister der Ressort hat, dann aus an der Regel auch den Deputierten, den dann Präsident von der Kommission ist, aber wie das dann auch die Partei normalerweise für den Minister stellt, der Rapporteur stellt, als die eine Person dann Präsident, Rapporteur, aber wenn an den Debat ist angegriffen, gibt es dann auch noch als dritte Kehr untreten, a Form von Deputierten für an Debat anzugreifen. Du hast gesagt, in der Lo durch das Änderung Parlament am Anfang die Möglichkeit kriegt, wir dann so an der Kommission kriegt dann die Partei, in diesem Fall die Grünen, 2 Membern an die Kommission ran, und da kriegen sie einen Rapporteur an den Kind an den Debat angreifen. Es gibt dem Parlament auch die Möglichkeit, am Kader von der Abteilung, von der Verschlüsselung zwischen den Parteien eventuell mehr eine Flexibilität zu kriegen, zum Beispiel, wenn man die Abteilung des an der Chambre holen, wo an all Kommission 13 Leute sind, hätten die geringen Kollegen am Anfang mehr wie 1 zu gut. Sie hätten also mehr wie 1 zu gut, wir sind aber 1. Lo kann ich noch hingehen, da sieht man, da kriegen sie verschiedene Kommissionen der 2, und dann hört ihr auch den Schlüssel, der global sind, als hätte mehr Rechnung so. Darüber hinaus kann natürlich auch das Parlament von dem 14. Member immer Gebrauch machen, wann sie es für nötig fanden.
Dann haben wir eine Änderung nach 4 geholt, von wat de Retreat von Questionen, Motionen, Resolutionen, Interpellationen an Debat vom Roll ubelangt. Wir haben an der letzten Legislaturperiode als Reglement geändert, an dem wir am Anfang uns eine Prozedur gehen haben, für Proposition de Loi vom Roll raufzuholen, von die deponiert zu gehen, von einem Deputierten, den zum Beispiel nicht mehr Member an dem Parlament noch war. Wir hatten immer ein Problem, die stungen im Roll, und man wusste nicht, wie kriegt man die Ruf. Und da haben wir also in der letzten Legislaturperiode an unserem Reglement eine Prozedur gehen, wenn wir die Proposition de Loi da vom Roll raufkriegen, aber wir haben nicht das gemäht, was Questionen belangt, was Motionen, Resolutionen, Interpellationen an einer Debatte belangt. Aber mit dieser Reglementsänderung geben wir uns auch die Möglichkeit, für die Retreat zu machen, und zwar gibt es 2 Kategorien, die eng ist, wenn nicht mehr an der Chambre ist, mit einer Partei, also wenn an der Chambre vertreten, da kann die Partei ein Retreat frohen, für das es von dem Ordre du Jeu, vom Roll geholt wird, und darüber braucht es just die Chambre Erkenntnis zu setzen. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn die Partei an den Deputierten nicht mehr an der Chambre vertreten wird, da gibt es eine Proposition von der Präsidentenkonferenz, die Chambre dezidieren, für eben die Punkte von dem Ordre du Jour raufzuholen. Dann haben wir noch festgehalten, dass die Änderungen vom Chambersreglement durchstung bis lo dran, dass am Anfang auf 5 Membern müssen eine Proposition machen, für das eine Änderung vom Chambersreglement gemäht in der Wüste Grund von der Konstitution all einzelnen Deputierte kann eine Proposition de Loi deponieren, mit eine Änderung vom Chambersreglement stung am Anfang dran, dann das müsste 5 sein. Auch das wird geändert, an dem das Lo am Reglement festgehalten wird, dass alles in einzelnen Deputierte kann auch eine Revision, eine partielle oder eine generelle Änderung von unserem Reglement vorholen. Das sind die 9 Änderungen, die Lo an unserem Reglement proposiert gehen, unzuholen. Die Propositionen sind alle gut einstimmig angeholt gehen, just mit der Änderung vom Artikel 8 an dieser Proposition, wo CSV sich enthalten hat, und sie werden das am Kader von diesem Debatt dann auch selber hier Enthaltung bei diesem einzelnen Punkt dann erklären. Das wäre, wie gesagt, die Änderungen, wie ich die Chamber proposieren, setze Stimmen ist so nicht merci. Merci, Herr Abgeordneter.